aus der Reihe meines Burgenlexikons. Burgenlexikon von A bis Z. Was Sie schon immer über Burgen wissen wollten oder auch nicht. Von und mit Matthias Helzel alias der Burgenmeister. Burgenlexikon. L wie Löwelabund, der zweite Aufstand der Herren des Waldes. In einem der letzten Videos haben wir den Böcklerbund kennengelernt, den ersten Aufstand der Herren des Waldes gegen ihren Landesherrn. Doch nur rund 20 Jahre später erhob sich der niederbayerische Adel erneut gegen Herzog Albrecht IV. Von Bayern-München. Wieder schlossen sich Ritter und Edelknechte des Bayerischen Waldes und der Oberpfalz zu einem Bund zusammen. Wieder sahen sie ihre alten Rechte und Freiheiten bedroht. Doch diesmal blieb der Konflikt nicht nur auf Bayern beschränkt. Zahlreiche Fürstinnen und Adlige des Reiches verfolgten die Ereignisse aufmerksam, während Kaiser Friedrich III., der römische König Maximilian und weitere Reichsstände versuchten, auf den Verlauf des Konflikts Einfluss zu nehmen. Aus einem regionalen Adelsaufstand entwickelte sich eine Auseinandersetzung von reichspolitischer Bedeutung. Dabei war selbst unter den Löwlern nicht jeder von Anfang an für einen Krieg. Während Bundeshauptmann Sebastian Pflug von Rabenstein zunächst auf Verhandlungen setzte, drängten andere Ritter auf den offenen Kampf. Schon bald sollten ihre Burgen zu Schauplätzen eines Krieges werden, der die Geschichte Bayerns nachhaltig prägte. Doch wer waren die Löwler eigentlich? Warum griffen sie zu den Waffen? Welche Burgen wurden belagert oder zerstört? Und weshalb endete dieser Aufstand anders als der Böcklerkrieg? Begeben wir uns gemeinsam auf die Spur des zweiten Aufstandes der Herren des Waldes. Warum entstand der Löwlerbund? Der Sieg Herzog Albrechts IV. Über den Böcklerbund hatte den Widerstand des Adels keineswegs beendet. Zwar waren zahlreiche Burgen gefallen und viele Ritter zur Unterwerfung gezwungen worden, doch die eigentliche Ursache des Konflikts blieben bestehen. Nach seinem Sieg begann Albrecht IV. Seine Herrschaft im Straubinger Land und in Niederbayern konsequent auszubauen. Er stärkte die landesherrliche Verwaltung, griff in überlieferte Gerichtsrechte ein und schränkte die Mitspracherechte der Landstände zunehmend ein. Viele Ritter sahen darin einen Angriff auf ihre seit Generationen bestehenden Freiheiten und Privilegien. Der unmittelbare Anlass folgte schließlich im Jahr 1488. Um den bevorstehenden Konflikt mit dem Schwäbischen Bund finanzieren zu können, verlangte Herzog Albrecht ein sogenanntes Reichsgeld, also eine Kriegssteuer. Anders als bisher sollte diese Abgabe jedoch unmittelbar durch herzogliche Beamte eingezogen werden. Nach Auffassung vieler Adliger stellte der Herzog damit nicht nur die Mitwirkung der Landstände in Frage, sondern griff zugleich in die durch die berühmte Ottonische Handfeste von 1311 garantierten Rechte des niederbayerischen Adels ein. Für zahlreiche Ritter war nun der Zeitpunkt gekommen, sich erneut zusammenzuschließen. Ihr Ziel war zunächst keineswegs der Krieg, sondern die gemeinsame Verteidigung ihrer überlieferten Landesfreiheiten gegenüber einem immer mächtiger werdenden Landesherrn. Die Gründung des Löwlerbundes. Am 14. Juli 1489 trafen sich 46 Vertreter des niederbayerischen und oberpfälzischen Adels im Gasthof zur Krone am Marktplatz von Cham. Dort unterzeichneten sie die Gründungsurkunde der Gesellschaft von dem Leon, die später vor allem unter dem Namen Löwlerbund bekannt wurde. Damit war der zweite große Aufstand der Herren des Waldes geboren. Zum Bundeshauptmann wählten die Ritter erneut Sebastian Pflug von Rabenstein. Unterstützt wurde er von mehreren Räten, darunter Vertretern der bedeutendsten Adelsgeschlechter des Bayerischen Waldes und der Oberpfalz. Zu ihnen gehörten unter anderem die Degenberger, Stauf zu Ehrenfels, die Zenger, die Nussberger, die Parsberger, die Murarer, die Nothaft sowie zahlreiche weitere Adelsfamilien. Als Bundeszeichen trugen die Ritter einen goldenen, die Edelknechte einen silbernen Löwen an einer Kette um den Hals. Der Löwe galt im Mittelalter als Sinnbild für Mut, Stärke und Standhaftigkeit, Tugenden, mit denen sich die Mitglieder des Bundes bewusst identifizierten.
Was zunächst wie ein regionaler Ritterbund erschien, entwickelte sich rasch zu einer politischen Bewegung mit weitreichenden Verbindungen. Im Laufe des Konflikts knüpften die Löwler Kontakte zu mehreren bedeutenden Fürsten und Mächten. Unterstützung oder politische Rückendeckung erhielten sie unter anderem vom Pfalzgraf Otto, den Herzögen Christoph und Wolfgang, später auch vom Schwäbischen Bund sowie vom böhmischen König Wladislaw II. Selbst Kaiser Friedrich III. Stellte sich zeitweise auf ihre Seite. Doch welche Regeln gaben sich die Ritter eigentlich selbst? Was stand in der Gründungsurkunde, die alle 46 Mitglieder unterzeichneten? Werfen wir nun einen Blick auf den Bundesbrief des Löwerbundes und seine wichtigsten Bestimmungen. Mit der Gründungsurkunde vom 14. Juli 1489 gaben sich die Mitglieder des Löwerbundes klare Regeln für ihr gemeinsames Handeln. Im Mittelpunkt stand das Versprechen gegenseitige Treue und Hilfe. Jeder Ritter verpflichtete sich, den Bund nach Kräften zu unterstützen, seine Mitstreiter nicht im Stich zu lassen und gemeinsame Entscheidungen zu achten. Wer den Bund verließ oder gegen eine seiner Bestimmungen verstieß, musste mit empfindlichen Geldstrafen und dem Ausschluss aus der Gesellschaft rechnen. An der Spitze des Bundes stand Bundeshauptmann Sebastian Pflug von Rabenstein, dem mehrere Ratgeber zur Seite gestellt wurden. Gemeinsam sollten sie die Streitigkeiten schlichten, Versammlungen einberufen und im Ernstfall über das weitere Vorgehen entscheiden. Zugleich wurde ausdrücklich festgelegt, dass persönliche Fehden oder eigenmächtige Kriegszüge einzelner Mitglieder nicht ohne Zustimmung des Bundes geführt werden dürften. Ziel war es, geschlossen aufzutreten und unüberlegte Gewalt zu vermeiden. Auch für den Kriegsfall enthielt der Bundesbrief genaue Vorschriften. Jedes Mitglied musste entsprechend seines Standes bewaffnete Reiter und Knechte stellen, sowie sich an den entscheidenden Kosten beteiligen. Beute oder eroberte Güter durften nicht eigenmächtig einbehalten werden, sondern sollten nach festen Regeln verteilt werden. Gleichzeitig verpflichteten sich die Mitglieder, die gemeinsame Kasse zu unterstützen und den Bund auch finanziell handlungsfähig zu halten. Bemerkenswert ist, dass der Bundesbrief nicht den Eindruck einer Räuber- oder Fehdegemeinschaft vermittelt. Vielmehr verstanden sich die Löwler als eine rechtlich organisierte Adelsgesellschaft, die ihre überlieferten Rechte und Freiheiten gemeinsam verteidigen wollten. Erst als die Verhandlungen mit Herzog Albrecht IV. Scheiterten und einzelne Mitglieder eigenmächtig zu den Waffen griffen, entwickelte sich aus diesem Verteidigungsbund schließlich ein offener Krieg. Dennoch blieb der Bund zunächst auf Verhandlungen bedacht. Erst als Bernhard von Stauff zu Ehrenfels Ende des Jahres 1491 eigenmächtig mit Überfällen auf herzogliches Gebiet begann, eskalierte der Konflikt schließlich zum offenen Krieg. Cham und Frohnau, Treffpunkte der Löwler. Offiziell wurde der Löwlerbund am 14. Juli 1489 im Gasthof zur Krone am Marktplatz von Cham gegründet. Dort versammelten sich 46 Adlige, um die Gründungsurkunde der Gesellschaft von dem Leon zu unterzeichnen. Cham gehörte damals zum pfälzischen Nordgau und lag damit außerhalb des Herrschaftsgebietes Herzog Albrechts IV. Ein vergleichsweise sicherer Ort für die Beratung der Bundesräte. Doch vermutlich blieb Cham nicht der einzige Treffpunkt der Löwler. Nur wenige Kilometer entfernt lag Frohnau, Sitz der Familie Zenger, die zu den führenden Geschlechtern des Bundes gehört. Bereits Franz Xaver Planck vermutete im 19. Jahrhundert, dass sich die Ritter auch hier versammelt haben könnten. Da Christoph Zenger selbst Mitglied des Bundes war und seine Burgen Frohnau und Schwerzenberg unweit von Cham lagen, erscheint diese Annahme durchaus plausibel, auch wenn ein direkter Urkundennachweis bis heute fehlt. Besonders bemerkenswert ist die Kirche von Frohnau. Noch im 19. Jahrhundert berichteten mehrere Historiker von einer außergewöhnlichen Wappengalerie an den hölzernen Deckenbalken. Sie brachten diese Wappen mit den Mitgliedern des Löwerbundes in Verbindung. Heute sind die Malereien leider übertüncht und nur noch durch alte Zeichnungen und Beschreibungen überliefert. Ob die Kirche tatsächlich als Versammlungsort der Löwler diente, lässt sich zwar nicht mehr eindeutig beweisen, sie gehört jedoch bis heute zu den wichtigsten Erinnerungsorten an den Bund. Die Männer hinter den Löwen. Unter den 46 Unterzeichnern befanden sich nahezu alle bedeutenden Adelsgeschlechter des Bayerischen Waldes und der Oberpfalz. Lernen wir nun die nachweisbaren Mitglieder des Löwerbundes kennen.
Ulrich Elsenbeck zu Gütting entstammte einem alten niederbayerischen Uradelsgeschlecht, das seit der Mitte des 15. Jahrhunderts auf der großen Wasserburg Gütting bei Kelheim nachweisbar ist. Bereits sein Vater, Hans Elsenbeck, verteidigte die Burg erfolgreich gegen Dietrich Rammelsteiner, den er 1459 gefangen nahm. Als Mitglied des niederbayerischen Adels gehört Ulrich 1489 zu den Gründungsmitgliedern des Löwler-Bundes und übersandte gemeinsam mit Sigmund von Siertelbogen als einer der ersten den Fehdebrief an Herzog Albrecht IV. Im Verlauf des Löwler-Krieges wurde die Wasserburg Gütting im Jahr 1491 von herzoglichen Truppen erobert und zerstört. Nach dem Krieg forderte Ulrich gemeinsam mit Bernhard von Stauff und Hans von Parsberg die Rückgabe seiner Besitzungen. Bereits 1500 werden die Elsenbeck letztmals als Herrin von Gütting genannt. Heinrich, genannt Heinz von Absberg, entstammte dem fränkischen Adelsgeschlecht der Herren von Absberg und saß auf der Burg Rumburg im Altmühltal. In der überlieferten Mitgliederliste des Löwerbundes erscheint er dem Rang nach als 23. Ritter des Bundes. Gemeinsam mit zahlreichen Adligen aus Bayern und Franken stellte er sich 1489 gegen wachsenden Machtanspruch Herzog Albrechts IV. Bereits 1487 begegnen wir Heinrich beim berühmten Turnier von Regensburg. Ein Hinweis auf sein hohes Ansehen innerhalb des Ritterstandes. Mit ihm reichte der Einfluss des Löwerbundes weit über den Bayerischen Wald hinaus bis in den fränkischen Raum. Markus, genannt Marx von der Wart zu Steinach, gehörte einem der ältesten und angesehensten niederbayerischen Adelsgeschlechtern an. Er saß auf der Burg Steinach und erscheint im Bundesbrief dem Rang nach als 24. Ritter des Löwlerbundes. Bereits beim großen Turnier von Regensburg im Jahr 1487 gehörte er zu den teilnehmenden Rittern. Seine Gemahlin war Katharina von Hohenrhein. Um das Jahr 1503 dürfte Markus von der Wart verstorben sein. Mit seinem Beitritt zum Löwlerbund schloss sich auch die alteingesessene Herrschaft Steinach dem Widerstand gegen Herzog Albrecht IV. An. Hermann Heibeck von Haibach entstammte einem alten niederbayerischen Adelsgeschlecht und war zu Wiesenfelden gesessen. Bereits 1472 begegnet er als Pfleger auf der herzoglichen Burg Hengersberg. In der überlieferten Mitgliederliste erscheint er dem Rang nach als 25. des Löwlerbundes und gehörte damit zu den Adligen, die sich Herzog Albrecht IV. Entgegenstellten. Im Löwelerkrieg kämpfte Hermann auf der Seite des Bundes. Nach der Einnahme der Burg Falkenfels im Jahr 1492 geriet er gemeinsam mit mehreren Löwlern in herzogliche Gefangenschaft. Mit seinem Tod im Jahr 1515 erlosch schließlich das Adelsgeschlecht der Heibecken von Haibach. Peter Rainer zu Rhein erscheint im Bundesbrief dem Rang nach als 19. Ritter des Löwerbundes. Bereits 1467 erwarb er den Sitz Wiesendorf und bekleidete später bedeutende herzogliche Ämter. So begegnet er 1480 als Pfleger zu Reckendorf, nachdem er zuvor bereits das Amt des herzoglichen Jägermeisters ausgeübt hatte. Trotz seiner Mitgliedschaft im Löwlerbund zählte Peter Rainer zunächst zu den gemäßigten Kräften. Gemeinsam mit Hans Zenger und Jörg Nothaft bemühte er sich 1489 noch um einen friedlichen Ausgleich mit Herzog Albrecht IV. Erst als die Verhandlungen scheiterten, entwickelte sich der Konflikt zum offenen Krieg. Christoph Rainer zu Rhein, der Bruder Peters, erscheint im Bundesbrief dem Rang nach als 28. Ritter des Löwlerbundes. Gemeinsam mit seinem Bruder gehörte er zu den Vertretern der Familie Rhein, die sich dem Bund gegen Herzog Albrecht IV. Anschloss. Über seine persönliche Rolle im Krieg ist nur wenig bekannt. Christoph starb im Jahr 1495. Bernhard von Stauff zu Ehrenfels war ohne Zweifel die treibende Kraft des Löwlerbundes. Zeitgenössische Quellen bezeichnen ihn als eigentliche Seele des Bundes. Während Bundeshauptmann Sebastian Pflug von Rabenstein zunächst vor einem offenen Krieg warnte, drängte Bernhard auf entschlossenes Handeln. Nachdem Kaiser Friedrich III. Den Löwler die Vollstreckung der Reichsacht gegen die Stadt Regensburg übertragen hatte, gehörte Bernhard zu den Wortführern des militärischen Vorgehens gegen Herzog Albrecht IV. Herzogliche Gesandte warfen ihm später schwere Übergriffe während des Feldzuges vor. Ob diese Anschuldigungen in allen Punkten zutrafen, lässt sich heute nicht mehr sicher beurteilen. Fest steht jedoch, dass Herzog Albrecht rasch reagierte. Nach kurzer Belagerung fiel die Burg Ehrenfels in herzogliche Hände. Den entstandenen Schaden bezifferte Bernhard selbst auf die enorme Summe von 41.000 Gulden. Trotz seiner Niederlage soll er selbstbewusst erklärt haben, dass noch die Zeit kommen werde, in der der Herzog ihm gnädig begegnen müsse.
Nach seiner Aussöhnung mit Herzog Albrecht IV. Trat Bernhard wieder in dessen Dienste und bewährte sich besonders während des Landshuter Erbfolgekrieges als Hauptmann von Ingolstadt. Er starb im Jahr 1508. Sein wechselvolles Lebensweg zeigt eindrucksvoll, wie eng im Spätmittelalter erbitterte Feindschaft und spätere Versöhnung miteinander verbunden sein konnten. Hans III. Von Stauff zu Ehrenfels, ein Vetter Bernhards, gehörte ebenfalls zu den führenden Mitgliedern des Löwerbundes. Gemeinsam mit seinem Bruder Ulrich III. Besaß er zahlreiche Herrschaften, darunter Sünching, Mähring und Heimbuch. Bereits beim großen Turnier von Regensburg im Jahr 1487 begegnete er unter den angesehenen Rittern seiner Zeit, ehe er sich 2 Jahre später dem Bund der Löwler anschloss. Während des Aufstandes galt Hans als überzeugter Anhänger der böhmischen Partei und führte zeitweise sogar den slawischen Namen Jaromir. Nach der Einnahme der Burg Ehrenfels geriet er in herzogliche Gefangenschaft. Bereits 1498 starb er. Hieronymus von Stauff zu Ehrenfels, der Bruder Bernhards, saß auf den Burgen Köfering und Triftelfing. Nachdem er das herzogliche Dorf Pfatter überfallen und geplündert hatte, reagierte Herzog Albrecht IV. Mit einem schnellen Gegenschlag. Beide Burgen wurden erobert und anschließend geschleift. Sie zählen zu den ersten Burgen, die dem Löwlerkrieg zum Opfer fielen. Wie sein Bruder versöhnte sich Hieronymus später mit dem Herzog und trat erneut in dessen Dienste. Im Landshuter Erbfolgekrieg zeichnete er sich als Heerführer aus. Sein späterer Machtmissbrauch als herzoglicher Minister führte jedoch zu seinem Sturz. Am 8. April 1516 wurde Hieronymus von Stauff hingerichtet. Hans IV. Paulsdorfer zu Kürn, auch Hans der Ältere genannt, saß auf der Burg Kürn und gehörte zu den bedeutenden Vertretern der Familie Paulsdorfer. Im Gegensatz zu seinem Vetter Hans dem Jüngeren, der Herzog Albrecht IV. Treu blieb, schloss sich Hans dem Löwlerbund an. Gemeinsam mit seinem Sohn Wilhelm sandte er am 5. Mai 1492 dem Herzog den Fehdebrief und stellte sich offen gegen den Landesherrn. Nach der 8-tägigen Belagerung der Burg Falkenfels geriet Vater und Sohn in herzogliche Gefangenschaft. Bereits wenige Tage nach ihrer Freilassung mussten beide schwören, Herzog Albrecht künftig wieder treu zu dienen. In seinem letzten Lebensjahr litt Hans an der Gicht Gara und entschuldigte sich deshalb 1493 für sein Fernbleiben vom Landtag. Er verstarb bereits im Jahr 1494. Erasmus Paulsdorfer zu Kürn gehörte ebenfalls dem Löwlerbund an. Bereits 1485 nahm er am Landtag zu München teil. Als er 1489 sich weigerte, die vom Herzog geforderte Steuer zu entrichten, wurde ihm zur Strafe das Vieh gepfändet. Nach den ersten Erfolgen der herzoglichen Truppen bemühte sich Erasmus Anfang 1492 um eine Aussöhnung, die jedoch zunächst scheiterte. Erst 1493 gehörte er zu den 8 Löwlern, mit denen Herzog Albrecht schließlich Frieden schloss. Wilhelm Paulsdorfer zu Kürn, der jüngste Vertreter der Familie im Löwlerbund, heiratete 1487 Ursula Heibeck von Heibach und gelangte dadurch in den Besitz von Wiesenfelden. Gemeinsam mit seinem Vater Hans schloss er sich dem Aufstand an und sandte dem Herzog den Fehdebrief. Nach der Einnahme der Burg Falkenfels am 8. Juni 1492 geriet auch Wilhelm in Gefangenschaft. Er verstarb um das Jahr 1519. Sebastian Pflug von Rabenstein entstammte einer alten böhmischen Adelsgeschlecht und saß auf der Schwarzenburg bei Reutz. Bereits in jungen Jahren trat er in herzogliche Dienste und bekleidete zahlreiche bedeutende Ämter. So war er unter anderem Pfleger zu Hörth und später über viele Jahre Pfleger zu Cham. Mehrfach führte er herzogliche Reiterverbände ins Feld und gehörte zu den erfahrensten Kriegsleuten seiner Zeit. Bereits 1466 wählten ihn die Ritter zum Hauptmann des Einhornbundes, besser bekannt als Rittböcklerbund. Auch mehr als 20 Jahre später stand Sebastian erneut an der Spitze des Adelsaufstandes und wurde zum Hauptmann des Löwlerbundes gewählt. Bemerkenswert ist jedoch, dass er anders als Bernhard von Stauff zunächst vor einem übereilten Krieg gegen Herzog Albrecht IV. Warnte und eine friedliche Lösung bevorzugte. Erst nachdem der Konflikt endgültig eskaliert war, führte er den Bund in den Krieg. Sebastian Pflug zählt damit zu den wenigen Persönlichkeiten, die sowohl den Böcklerbund als auch den Löwlerbund als Hauptmann anführten. Er prägte damit gleich 2 der bedeutenden Adelsaufstände des ausgehenden Mittelalters in Bayern. Noch vor dem Jahr 1496 verstarb einer der erfahrensten Ritter und Heerführer seiner Zeit. Hinzig Pflug von Rabenstein, ein Sohn Sebastians, saß auf der Burg Störnstein, die er als böhmisches Lehen innehatte.
Bereits 1487 nahm er auch am großen Turnier von Regensburg teil und setzte damit die ritterliche Tradition seiner Familie fort. Mit dem Pflug von Rabenstein blieb somit auch die nächste Generation eng mit dem Löweler-Bund und den Herren des Waldes verbunden. Anna, auch Anno von Wildenfels, saß auf der Burg Schönkirch in der Oberpfalz, die er als böhmisches Lehen besaß. Er gehörte zu den aktivsten Mitgliedern des Löweler-Bundes und spielte vor allem auf dem diplomatischen Gebiet eine bedeutende Rolle. Mehrfach reiste er nach Prag und Ungarn, wo es ihm gelang, König Władysław II. Von Böhmen für die Unterstützung der Löweler zu gewinnen. Nach dem Ende des Krieges unternahm Anak schließlich eine Wallfahrt nach Ulsalem, ein außergewöhnlicher Abschluss eines bewegten Rittererlebens. Georg Waldauer zu Waldau war mit Anna, einer Tochter des Bundeshauptmanns Sebastian Pflug von Rabenstein, verheiratet und gehörte bereits 1466 dem Einhornbund an, dem späteren Böcklerbund. Als herzoglicher Pfleger zu Backstein wurde er 1475 von Herzog Georg dem Reichen als Hochzeitslader zum König von Böhmen entsandt. Eine ehrenvolle Aufgabe, die er sein hohes Ansehen am herzoglichen Hof unterstrich. Während des Löweler-Krieges gehörte Georg erneut zu den führenden Adligen des Bundes. Er verstarb noch während der Auseinandersetzungen. Sein Sohn Gilg Waldauer erscheint bereits Ende 1492 in einer Urkunde Kaiser Friedrichs II. Und führte die Familie in der nächsten Generation weiter. Sebastian Waldauer zu Waldau, der Bruder Georgs, gehörte ebenfalls zu den Mitgliedern des Löweler-Bundes. Beim großen Turnier von Regensburg im Jahr 1487 zählte seine Gemahlin zu den Ehrendamen der Helmteilung. Eine besondere Aufgabe erhielt Sebastian 1489, als ihm die Ritterschaft nach Franken entsandte, um dort weitere Adlige für den Beitritt zum Löweler-Bund zu gewinnen. Er verstarb im Jahr 1499. Balthasar Warberger zu Kürnberg saß auf der Burg Kürnberg bei Stamsried und erscheint im Bundesbrief dem Namen nach als 42. Ritter des Löweler-Bundes. Bereits 1461 wird er gemeinsam mit seinen Geschwistern Ulrich und Apollina urkundlich erwähnt. Mit seiner Mitgliedschaft im Löweler-Bund gehörte auch die Familie Warberger zu den Adelsgeschlechtern, die sich gegen Herzog Albrecht IV. Erhoben. In seinen letzten Lebensjahren bedachte Balthasar das Kloster Schöntal mit mehreren frommen Stiftungen zum Seelenheil. Noch vor dem Jahr 1499 verstarb er als letzter männlicher Vertreter des Geschlechts der Warberger, womit diese alte Adelsfamilie erlosch. Hans Judmann zu Affekking saß auf dem Sitz Affekking bei Kelheim und gehörte zu den aktivsten Mitgliedern des Löweler-Bundes. Bereits 1466 schloss er sich dem Einhornbund, dem späteren Böcklerbund, an und zählt damit zu den wenigen Rittern, die an beiden großen Adelsaufständen gegen die bayerischen Herzöge beteiligt waren. Seit 1463 schrieb er sich nach Affekking, nachdem er wenige Jahre zuvor den Besitz Oberernbach an seinen Schwager Friedrich von Preysing verkauft hatte. Auch nach Ende des Löweler-Kriegs blieb Hans Judmann politisch aktiv und gehörte 1493 zu den Rittern, die in München den Frieden mit Herzog Albrecht IV. Schlossen. Mit seinem Tod, der gewöhnlich auf 1497 datiert wird, erlosch das Geschlecht der Judmann im Mannesstamm. Dietrich Hofer von Lobenstein entstammte dem alten Adelsgeschlecht der Hofer, das ursprünglich auf der Burg Hof am Regen saß und sich nach dem Ausbau der Burg Lobenstein im 14. Jahrhundert fortan Hofer von Lobenstein nannte. Bereits 1466 gehörte Dietrich dem Einhornbund, dem späteren Böcklerbund, an. Auch beim großen Turnier von Regensburg 1487 war er unter den teilnehmenden Rittern vertreten. Am 25. Mai 1492 übersandte er Herzog Albrecht IV. Den Fehdebrief und schloss sich damit dem Löweler-Bund an. Mit den Hofern von Lobenstein gehörte eines der ältesten und angesehensten Adelsgeschlechtern des Nordgaus zu den Unterstützern des Bundes. Die Familie blieb noch Jahrhunderte bestehen und zählt zu den wenigen Geschlechtern des Löweler-Bundes, deren Nachkommen bis heute nachweisbar sind. Hans Treswitzer zu Rothenstadt, dessen Familie aus Alten-Treswitz bzw. Burg Treswitz in der Oberpfalz stammte, saß zur Zeit des Löweler-Bundes auf Rothenstadt bei Weiden, wo er die Hälfte der Herrschaft besaß. Bereits 1468 beauftragte Herzog Ludwig ihn gemeinsam mit Jörg Donnersteiner von Haibach mit der Belagerung der Burg Weißenstein bei Regen, dem Sitz der Degenberger während des Böcklerkrieges. Nach dem Ende des Löweler-Bundes trat Hans Treswitzer wieder in herzogliche Dienste. Von 1496 bis 1504 bekleidet er die angesehenen Ämter des Landrichters zu Amberg sowie des Richters zu Kastel.
Sein Lebensweg zeigt eindrucksvoll, wie sich politische Bündnisse im ausgehenden Mittelalter verändern konnten und selbst ehemalige Gegner später Seite an Seite für dieselben Ziele eintraten. Oswald von Gleisenthal zu Dölzsch erscheint im Bundesbrief dem Rang nach als 38. Ritter des Löfflerbundes. Er entstammte einem der ältesten und bedeutendsten oberpfälzischen Erzgeschlechter, dessen weit verzweigte Familie unter anderem die Sitze Gleisenthal, Dietersdorf, Dölzsch, Schönkirch, Plößberg und Sand besaß. Die Herren von Gleisenthal gehören zu den wenigen Adelsgeschlechtern des Löfflerbundes, die bis in die Gegenwart fortbestehen. Über Oswald selbst haben sich nur wenige urkundliche Nachrichten erhalten. Nach dem Ende des Löfflerkrieges dürfte er schon bald verstorben sein. Dennoch zeigt seine Mitgliedschaft, dass sich auch die alteingesessenen Adelsfamilien der Oberpfalz dem Widerstand gegen Herzog Albrecht IV. Anschlossen. Hans II. Thüringer zu Thierstein saß auf den Burgen Thierstein und Traubenbach. Durch seine Heirat gelangte zudem die Herrschaft Kamerau in seinem Besitz. Bereits 1467 belehnte ihn das Hochstift Regensburg mit dem Edelsitz Zandt. Gemeinsam mit seinen Söhnen Eberhard und Wolf übersandte er Herzog Albrecht IV. Am 25. Mai 1492 den Fehdebrief und stellte sich damit offen auf die Seite der Löffler. Die Folgen des verlorenen Krieges trafen auch Hans persönlich. Er musste die Stammburg Thierstein an seinen Sohn Eberhard übergeben und verkaufte 1495 die Herrschaft Kamerau an Herzog Albrecht IV. Noch vor 1500 verstarb Hans II. Thüringer. Jobst II. Zenger zu Tannstein und Schneeberg saß auf den Burgen Tannstein und Schneeberg und gehörte zu den einflussreichsten Vertretern der weit verzweigten Familie der Zenger. Bereits 1481 bekleidete er das Amt des herzoglichen Pflegers zu Wetterfeld, ehe er sich dem Löfflerbund anschloss. Am 19. Mai 1492 übersandte er Herzog Albrecht IV. Seinen Fehdebrief, den neben ihm zahlreiche Dienstleute unterzeichneten. Ein eindrucksvoller Beleg für seinen großen Einfluss und seine Gefolgschaft. Die Zenger zählten zu den mächtigsten Adelsgeschlechtern der Oberpfalz und verfügten über zahlreiche Burgen und Herrschaften. Auch Jobst spielte innerhalb des Löfflerbundes eine bedeutende Rolle. Nach dem Ende des Krieges verliert sich seine Spur weitgehend. Urkundlich begegnet er nach dem Jahr 1503 nicht mehr. Hans V. Zenger zu Trausnitz lebte auf der Burg Trausnitz, während er Schwärzenberg und Frohnau seinem Vetter Christoph Zenger überließ. Er als herzoglicher Pfleger zu Tennisberg und später zu Donaustauf gehörte er zunächst zu den angesehensten Amtsträgern des Herzogs. Nachdem seine Bemühungen um einen friedlichen Ausgleich gescheitert waren, schloss er sich entschlossen dem Löfflerbund an. Sein berühmter Brief an Bernhard von Stauff mit den Worten „Man sollte nicht feiern, sondern weiter arbeiten, all dieweil der Markt vor der Tür steht“, zeigt eindrucksvoll seinen Kampfeswillen. Im Jahr 1491 übertrug ihm Kaiser Friedrich III. Die Vollstreckung der Reichsacht gegen die Stadt Regensburg. Gemeinsam mit seinem Fehdebrief sandte Hans auch die Namen zahlreicher Dienstleute an Herzog Albrecht IV. Nach dem Ende des Löfflerkriegs versöhnte er sich mit dem Herzog und trat erneut in dessen Dienste. Hans V. Zenger verstarb im Jahr 1506. Georg V. Zenger zu Tannstein und Schneeberg. Er saß auch auf den Burgen Tannstein und Schneeberg und gehörte ebenfalls zu den führenden Mitgliedern des Löfflerbundes. Am 2. Mai 1492 übersandte er Herzog Albrecht seinen Fehdebrief, dem die Namen zahlreicher Dienstleute beigefügt waren. Nach dem Ende des Krieges blieb Georg einer der bedeutenden Vertreter seines Geschlechts und verstarb im Jahr 1520. Hieronymus von Nußberg zu Linden erscheint im Bundesbrief dem Rang nach als 32. Ritter des Löfflerbundes. Nach dem Tod seines Vaters Konrad von Nußberg war er noch nicht volljährig. Erst bei der Erbteilung im Jahr 1491 erhielt er den Sitz Linden im Bayerischen Wald. Die Herren von Nußberg gehörten zu den bedeutendsten Adelsgeschlechtern Niederbayerns und hatten bereits im Böcklerbund eine führende Rolle gespielt. Über Hieronymus selbst haben wir nur wenige Nachrichten. Seine Mitgliedschaft im Löfflerbund zeigt jedoch, dass auch die Familie von Nußberg den Widerstand gegen Herzog Albrecht IV. Weiterhin unterstützte und zu den einflussreichsten Adelsgeschlechtern des Bayerischen Waldes zählte. Wilhelm V. von Reitenbuch zu Steffli saß auf der Burg Stefflingen, die er 1480 von seinem Vetter Ulrich von Reitenbuch erbte. Bereits 1487 nahm er am großen Turnier von Regensburg teil. Gemeinsam mit zahlreichen anderen Löfflern übersandte er Herzog Albrecht IV. Am 25. Mai 1492 den Fehdebrief und bekannte sich offen zum Bund.
Nach dem Ende des Krieges trat Wilhelm wieder in kirchliche Dienste und wurde Hofmeister der Regensburger Bischofs Rupert. Er verstarb im Jahr 1518. Jörg Gleichsteiner zum Hof saß auf der Burg Hof am Regen und erscheint im Bundesbrief dem Rang nach als 42. Ritter des Löfflerbundes. Über sein Leben haben sich nur wenige Nachrichten erhalten. Gemeinsam mit zahlreichen anderen Mitgliedern des Bundes übersandte er Herzog Albrecht IV. Am 25. Mai 1492 den Fehdebrief und bekannte sich damit offen zum Widerstand gegen den Herzog. Aufgrund der auffallenden Ähnlichkeit ihres Wappens wird eine gemeinsame Herkunft der Gleichsteiner und der Herren von Waldau vermutet. In der Regionalüberlieferung wird Jörg Gleichsteiner gelegentlich als Raubritter bezeichnet. Ein zeitgenössischer Nachweis hierfür fehlt jedoch. Wahrscheinlich ist das, dass diese Bezeichnung erst später mit seiner Beteiligung am Löfflerbund in Verbindung gebracht wurde. Hans Mausheimer gehörte zu den weniger bekannten Mitgliedern des Löfflerbundes. Vermutlich stammte seine Familie aus Mausheim bei Amberg. Bereits 1483 bekleidete er das Amt des Pflegers zu Barbing. Während des Löfflerkriegs kämpfte er auf Seiten des Bundes und geriet bei der Einnahme der Burg Ehrenfels im Januar 1492 gemeinsam mit Sigmund von Sattelbogen in herzogliche Gefangenschaft. Über sein weiteres Leben haben sich nur wenige urkundliche Nachrichten erhalten. Hans und Wilhelm von Stein zu Rackendorf saßen auf dem Sitz Rackendorf und gehörten zu den Mitgliedern des Löfflerbundes. Am 25. Mai 1492 übersandten beide Herzog Albrecht IV. Gemeinsam den Fehdebrief und bekannten sich offen zum Aufstand des niederbayerischen Adels. Über ihr weiteres Wirken ist wenig bekannt. Lediglich von Wilhelm ist bekannt, dass er im Jahr 1520 verstarb. Aufgrund der Nähe des Sitzes zu Parsberg ist zu vermuten, dass die beiden eng mit den Parsbergern verbunden waren und zu deren Gefolgsleuten gehörten. Ein eindeutiger urkundlicher Nachweis hierfür besteht jedoch nicht. Albrecht Buracher zu Gutenegg erscheint im Bundesbrief dem Rang nach als 21. Ritter des Löfflerbundes. Bereits 1475 nahm er als Diener Herzog Albrechts an der berühmten Landshuter Hochzeit Herzog Georgs teil. 10 Jahre später kämpfte er mit zahlreichen Mitstreitern gegen den aufständischen Herzog Christoph. Am 16. November 1489 legte Albrecht schließlich sein Amt als Pfleger zur Burg Lengenfeld nieder und sagte Herzog Albrecht IV. Den Gehorsam auf. Ein deutlicher Schritt auf dem Weg in den offenen Aufstand. Nach dem Ende des Löfflerkriegs gehörte Albrecht 1493 zu den Rittern, die in München den Friedensschluss mit Herzog Albrecht IV. Besiegelten. Er verstarb 1501. Ludwig Muracher zu Niedermurach zählte ebenfalls zu den führenden Persönlichkeiten des Löfflerbundes. Noch vor Gründung des Bundes in Cham berief er eine Versammlung der unzufriedenen Adligen nach Neumarkt ein und trug damit maßgeblich zur Organisation des späteren Aufstandes bei. Sein Handeln zeigt, dass die Vorbereitungen für den Löfflerbund bereits Monate vor der eigentlichen Bundesgründung begannen. Heinrich Lichtenegger zu Wolfring entstammte dem alten Adelsgeschlecht der Lichtenegger, dessen Stammsitz die Burg Lichtenegg bei Rimbach im Bayerischen Wald war. Die Familie gehörte zu den angesehensten Geschlechtern Niederbayerns und schloss sich während des Löfflerkriegs dem Widerstand gegen Herzog Albrecht IV. An. In älteren Veröffentlichungen wird der Stammsitz gelegentlich irrtümlicherweise mit der Burg Lichtenegg bei Sulzbach verwechselt. Sein Sohn Georg Lichtenegger studierte später gemeinsam mit dem berühmten Humanisten Johannes Aventurius in Ingolstadt. Spätestens 520 war Heinrich bereits verstorben. Heinrich IX. Nothaft von Weißenstein entstammte einem der bedeutendsten und weit verzweigten Adelsgeschlechtern Bayerns, das zahlreiche Burgen und Herrschaften besaß. Im Löfflerbund gehörte er zu den engsten Beratern des Bundeshauptmanns Sebastian Klug von Rabenstein. Gemeinsam mit Annak von Miltenfels führte er die Verhandlungen mit König Ladislav II. Von Böhmen, an dessen Hof Heinrich hohes Ansehen genoss. Während des Löfflerkriegs führte Heinrich den Kampf gegen Herzog Albrecht IV. Entschlossen weiter. Im Jahr 1492 unternahm er einen Einfall in die Gegend von Fichtach, wurde jedoch von Bleiker Landschad geschlagen. Anschließend belagerte der herzoglichen Truppen seine Burg Traublingen. Nach dem Friedensschluss von 1493 blieb Heinrich eine angesehene Persönlichkeit des niederbayerischen Adels. Noch 1495 bezeichnete ihn der Schwäbische Bund als Hauptmann des Löfflerbundes. Heinrich IX. Starb im Jahr 1508. Jörg II. Nothaft von Weißenstein saß auf den Burgen Runding, Traublingen und Heilsberg.
Bereits 1485 beteiligte er sich am Feldzug gegen Herzog Christoph. 4 Jahre später legte er als Pfleger von Abensberg sein Amt nieder und sagte Herzog Albrecht IV. Gehorsam auf. Damit schloss sich auch Jörg den Löwlern an und stellte sich offen gegen den Landesherrn. Hans Nothaft von Weißenstein saß auf der Burg Weißenstein im Steinwald, dem Stammsitz eines Zweiges der Familie Nothaft, der bis in die Gegenwart fortbesteht. Mit seiner Mitgliedschaft im Löwlerbund gehörte auch dieser oberpfälzische Familienzweig zu den Adligen, die den Widerstand gegen Herzog Albrecht IV. Unterstützten. Caspar II. Nothaft zu Lutzmannstein saß auf der Burg Lutzmannstein. Nach dem Ende des Löwlerkriegs schloss er 1493 Frieden mit Herzog Albrecht IV. Während des Landshuter Erbfolgekrieges zeichnete er sich in der Schlacht bei Bernhardswald durch besondere Tapferkeit aus und wurde dafür 1504 von König Maximilian zum Ritter geschlagen. Er verstarb im Jahr 1520. Kaum ein anderes Adelsgeschlecht war im Löwlerbund so stark vertreten wie die Nothaft. Mit Burgen von Weißenstein über Runding bis Lutzmannstein zählten sie zu den einflussreichsten Familien des niederbayerisch-oberpfälzischen Adels. Hans IV. Von Parsberg saß auf der Burg Flügelsberg, die seine Familie durch Heirat erworben hat. Als einer der führenden Köpfe des Löwlerbundes gehörte er gemeinsam mit Bernhard von Stauff, Heinrich Nothaft und Hans Zenger zu den entschlossensten Verfechtern des Widerstands gegen Herzog Albrecht IV. Als Rat des Bundes spielte er eine wichtige Rolle bei den politischen und militärischen Entscheidungen. Am 16. Dezember 1491 eröffnete Hans den offenen Krieg gegen den Herzog, indem er das herzogliche Dorf Bertholdshofen bei Riedenburg überfiel und die Beute auf seine Burg Flügelsberg brachte. Bereits wenige Wochen später, am 5. Januar 1492, wurde die Burg von herzoglichen Truppen erstürmt. Hans und sein Bruder Jörg gerieten gemeinsam mit 18 Knechten in Gefangenschaft. Nach seiner Freilassung bezifferte Hans den erlittenen Schaden auf fast 14.000 Gulden und beklagte sogar die Plünderung der Burgkapelle. Er verstarb im Jahr 1507. Hans von Degenberg erscheint im Bundesbrief dem Rang nach als 3. Ritter des Löwlerbundes und gehörte damit zu den ranghöchsten Mitgliedern des Bundes. Sein Vater trat während der Hussitenkriege offenbar für die Hussiten ein und geriet deshalb in den Kirchenbann. Hans selbst bekleidete 1488 das angesehene Amt des Hofmeisters Herzog Albrecht IV., ehe er auch dem Löwlerbund sich anschloss. Bereits 1495 verstarb er im Alter von noch nicht einmal 40 Jahren. Nach dem heutigen Forschungsstand dürfte Hans von Degenberg nicht mit Hans IV. Von Degenberg, dem berühmten Anführer des Böcklerbundes, identisch sein. Wahrscheinlich gehörte er bereits der jüngeren Generation der Familie an. Paul von Leubelfingen saß auf der Burg Hauzenstein bei Regensburg und gehörte zu den Mitgliedern des Löwlerbundes. Er erscheint erstmals 1485 auf dem Landtag und zählte damit bereits vor Ausbruch des Löwlerkrieges zu den landsässigen Adel Niederbayerns. Gemeinsam mit den übrigen Löwlern stellte er sich gegen Herzog Albrecht IV. Und unterstützte den Widerstand des Bundes. Noch während des Löwlerkriegs verstarb Paul von Leuflingen im Jahr 1492. Sein früher Tod verhinderte, dass er, wie viele andere Mitglieder des Bundes, den späteren Friedensschluss mit Herzog Albrecht IV. Noch erlebte. Wilhelm von Schlammersdorf zu Gleiritsch erscheint im Bundesbrief als letztes Mitglied unter den Rittern des Löwlerbundes. Er saß zu Gleiritsch, dessen Herrschaft im Spätmittelalter vermutlich von mehreren Adligen als gemeinsamer Garnerbenbesitz verwaltet wurde. Die Familie von Schlammersdorf gehört zu den ältesten und weit verzweigtesten Adelsgeschlechtern der Oberpfalz. Obwohl zahlreiche Urkunden über die Schlammersdorf erhalten sind, lässt sich für Wilhelm in der Zeit des Löwerbundes bislang nur schwer eindeutige Nachweise erbringen. Erst 1580 begegneten wir einen Wilhelm von Schlammersdorf als Landsasser zu Gleiritsch. Ob es sich dabei um dieselbe Person handelt, muss weitere Forschung zeigen. Balthasar Bertholdshofer zu Vornhof, dessen Familie ursprünglich aus Pertoldshofen stammte, saß zur Zeit des Löwerbundes auf Vornhof und erscheint im Bundesbrief dem Rang nach als 41. Ritter. Als Sohn Friedrichs II. Von Bertholdshofen gehörte er zu den aktiven Mitgliedern des Bundes. Am 6. Mai 1492 wurde Balthasar als Gesandter der Löwler nach Prag entsandt, um am Hofe König Wladislaw II. Von Böhmen für Unterstützung zu werben. Balthasar zählte damit zu den wichtigsten diplomatischen Vertretern des Löwlerbundes. Noch im selben Jahr übersandte er Herzog Albrecht IV. Seinen Fehdebrief und setzte sich bis zuletzt für die Sache der Löwler ein. Sein Wirken zeigt,
dass der Bund seine Hoffnung nicht allein auf militärische Stärke, sondern ebenso auf Unterstützung aus Böhmen setzte. Sigmund von Sattelbogen zu Achenschwang saß auf der Burg Anschwang und gehörte als letzter Vertreter seines einst mächtigen Geschlechts zu den Mitgliedern des Löwerbundes. Bereits 1487 nahm er am großen Turnier von Regensburg teil. Während des Aufstandes kam es jedoch zum Zerwürfnis mit seinem Bundesgenossen Hieronymus von Stauff. Nachdem Sigmund Herzog Albrecht IV. Das Öffnungsrecht für seine Burg eingeräumt hatte, ließ Hieronymus die Burg Anschwang aus Misstrauen oder als Strafe niederbrennen. Trotz dieses schweren Rückschlages blieb Sigmund dem Löwlerbund treu. Bei der Verteidigung der Burg Ehrenfels führte er die Besatzung und geriet nach der Erstürmung der Burg in herzogliche Gefangenschaft. Nach dem Friedensschluss von 1493 kämpfte er 1504 erneut gegen die Böhmen und errang bei Running einen Sieg, wurde jedoch dabei verwundet. Als letzter seines Geschlechts verstarb Sigmund 1537 als Laienbruder im Kloster Oberalteich. Der Löwlerkrieg beginnt. Trotz zahlreicher Vermittlungsversuche war der Krieg schließlich nicht mehr aufzuhalten. Am 9. Dezember 1491 sandte Sigmund von Sattelbogen und Ulrich Elsenbeck den Fehdebrief an Herzog Albrecht IV. Wenige Tage später griffen Hieronymus und Bernhardin von Stauff herzogliche Besitzungen an und plünderten das Dorf Vatter sowie die umliegenden Höfe. Damit hatte der Löwlerkrieg begonnen. Herzog Albrecht IV. Reagierte umgehend. Noch vor Weihnachten stellte ein schlagkräftiges Heer von rund 2000 Mann und etwa 30 Geschützen auf. Unterstützung erhielt er von Pfalzgraf Otto der Reichsstadt Nürnberg sowie böhmischen Adligen. Anders als noch im Böcklerkrieg setzte der Herzog nun auf systematische Eroberung der Burgen seiner Gegner. Jede gefallene Burg entzog den Löwlern einen wichtigen Stützpunkt. Doch nicht nur herzliche Truppen legten Burgen in Schutt und Asche. Vermutlich fiel bereits zu Beginn des Krieges auch Höhenstein einem Angriff der Löwler zum Opfer. Kurz darauf eroberten die herzoglichen Truppen Külfring, Triftelfing, Flügelsberg, Ehrenfels, Gütting, Falkenfels und weitere Burgen des Bundes. Manche ergaben sich kampflos, andere wurden nach heftigen Belagerungen geplündert und niedergebrannt. Während Burgen in Flammen aufgingen, litten vor allem die Menschen auf dem Land unter der Plünderung, Einquartierung und Verwüstung der Felder. Schauen wir uns nun einige dieser Burgen und ihr Schicksal im Löwlerkrieg etwas genauer an. Die kleine Burg Höhenstein entstand vermutlich erst im frühen 14. Jahrhundert. Eine ältere Gründung um das Jahr 1200 wird zwar gelegentlich genannt, lässt sich jedoch weder urkundlich noch anhand der alten Baureste nachweisen. Erstmal begegnet uns die Burg im Jahr 1339, als der Ritter Martin der Zystrel als Besitzer genannt wird. Sein ungewöhnlicher Familienname leitet sich vom lateinischen Zystrella ab, einer Fell- oder Lederkappe, die als Halmfutter diente. Die Zystrel standen als kleinadlige Dienstleute im Dienst der bayerischen Herzöge. Nach Martin erscheint 1389 dessen Nachfolger Ulrich Zystrel, mehrfach in den Urkunden. Im Jahr 1402 erhielt er für seine Teilnahme an einem Feldzug König Ruprechts gegen die Böhmen eine Belohnung von 30 Pfund Regensburger Pfennige. Seine wirtschaftliche Lage verschlechterte sich jedoch zunehmend. Nach seinem Tod stellte sich heraus, dass er hoch verschuldet war und sogar Teile des Erbes seines Bruders Hans veruntreut hatte. Zwar erhielten dessen Kinder Tyrolf und Agnes ihre Erbrecht zugesprochen, mussten jedoch den Gläubigern den Vorrang einräumen. Nachdem Vigolois von Sattelbogen und Hans von Schönstein sämtliche Güter, darunter auch die Burg Höhenstein, veräußert hatten, blieb den Erben schließlich nichts mehr. Im weiteren Verlauf des 15. Jahrhunderts wechselte die kleine Hofmark mehrfach den Besitzer und gelangte unter anderem an die Donnersteiner, später an die Nussberger. Zu Beginn des Löwlerkriegs verliert sich ihre Spur. Nach einer älteren Überlieferung soll die Burg 1489 von den Degenbergern niedergebrannt worden sein. Ein zeitgenössischer urkundlicher Beleg hierfür fehlt zwar, doch erscheint diese Überlieferung durchaus plausibel. Die Donnersteiner standen bereits im Böcklerkrieg auf der Seite der bayerischen Herzöge und waren Gegner der Degenberger. Möglicherweise fiel Höhenstein deshalb bereits in den ersten Monaten des Löwlerkriegs einem Racheakt der Aufständischen zum Opfer. Fest steht jedenfalls, dass die Burg danach nicht wieder aufgebaut wurde und schon bald dem Verfall überlassen wurde. Die Burgruine Höhenstein zählt zu den kleinsten bekannten Adelsburgen des Bayerischen Waldes. Ihr Kern erhebt sich auf einem felsigen Sporn, der nach Westen und Süden teils steil ins Tal abfällt.
Zur Bergseite wurde der Felsen durch einen außergewöhnlich tiefen und künstlich angelegten Halsgraben vom Bergrücken getrennt. Über eine hölzerne Brücke dürfte hier der einzige Zugang zur Burg geführt haben. Den Mittelpunkt der Anlage bildet wahrscheinlich ein nahezu quadratischer Wohnturm mit einer Grundfläche von etwa 9,80 Meter auf 10,20 Meter. Das heute noch erhaltene Mauerwerk besteht aus sorgfältig gesetzten Bruchsteinen und zeigt eine erstaunlich hochwertige Bauausführung. Vor dem Turm befand sich vermutlich lediglich eine schmale Ring- oder Zwingenmauer, die gleichzeitig den Torbereich aufnahm und den kleinen Burghof schützte. Viel Platz stand innerhalb der Kernburg nicht zur Verfügung. Vor dem Burgfelsen lassen sich mehrere künstliche angelegte Terrassen erkennen. Sie deuten darauf hin, dass sich hier einst eine Vorburg mit Wirtschaftsgebäuden befand. Da keinerlei Mauerreste erhalten geblieben sind, dürften diese Gebäude überwiegend aus Holz oder Fachwerk bestanden haben. Erst archäologische Untersuchungen könnten hier eine genauere Erkenntnis liefern. Heute präsentiert sich Höhenstein nur noch als stark verwachsene Ruine. Das verbliebene Mauerwerk ist durch Wurzelwerk, Frost und fortschreitendem Verfall erheblich gefährdet. Ohne Sicherungsmaßnahmen muss langfristig sogar mit dem vollständigen Verlust der letzten aufgehenden Baureste gerechnet werden. Gerade deshalb besitzt die kleine Burg trotz ihrer bescheidenen Größe einen hohen wissenschaftlichen Wert, denn sie vermittelt einen seltenen Einblick in den Bau spätmittelalterlicher Kleinburgen des Bayerischen Waldes. Die Geschichte der Burg Köfering reicht vermutlich bis in das 12. Jahrhundert zurück. Bereits um 1143 erscheinen erstmals Angehörige des Ortsadels in den Urkunden. Spätestens im 14. Jahrhundert entwickelte sich daraus eine befestigte Wasserburg, die durch einen breiten Wassergraben geschützt wurde. Nach mehreren Besitzerwechseln gelangte die Feste 1427 durch Tausch an die Herren von Stauf zu Ehrenfels, diese zu einem ihrer wichtigsten Sitze ausbauten. Zu Beginn des Löwlerkrieges gehörte Köfering Hieronymus von Stauf, einem der führenden Mitglieder des Löwlerbundes. Nachdem der Herzog Albrecht IV. Am 21. Dezember 1491 mit seinem Heer, unterstützt von böhmischen Adligen sowie Truppen des Pfalzgrafen Otto und der Reichsstadt Nürnberg gegen die Löwler vorging, erschien er bereits am 24. Dezember 1491 vor Köfering. Hieronymus von Stauf musste die Burg übergeben. Nur 2 Tage später, am 26. Dezember 1491, ließ der Herzog die Feste Köfering und die nahe Burg Triftelfingen zerstören. Wie schwer die Verwüstungen tatsächlich waren, schildert Bernhardin von Stauf später eindrucksvoll in seiner Beschwerdeschrift. Demnach wurde das Schloss gewaltsam eingenommen, geplündert und anschließend die Mauern sowie die 5 Türme des Vorhofes mitsamt der Kirchhofmauer niedergerissen. Allein den Schaden an Köfering bezifferte er einschließlich des geraubten Inventars auf 13.000 rheinische Gulden. Eine gewaltige Summe, die die Bedeutung der Anlage eindrucksvoll unterstreicht. Archäologische und baugeschichtliche Untersuchungen lassen vermuten, dass die mittelalterliche Burg innerhalb eines bis zu 25 Meter breiten Wassergrabens lag und aus einer nahezu quadratischen Kernburg bestand. Nördlich schloss sich ein eigener, von Mauern und mehreren Türmen gesicherter Vorhof an, der zusätzlich durch einen umgeleiteten Arm der Pfadder geschützt war. Das heutige Wasserschloss entstand erst nach dem Erwerb durch die Grafen von Lerchenfeld und wurde im frühen 18. Jahrhundert auf den Resten der mittelalterlichen Burg neu errichtet. Die Ursprünge der Burg Triftelfingen reichen wahrscheinlich bis in das 13. Jahrhundert zurück. Bereits Anfang des 14. Jahrhunderts wird hier ein befestigtes Haus erwähnt, aus dem sich eine bedeutende Niederungsburg entwickelte. Im Laufe der Zeit wechselte die Anlage mehrfach den Besitzer, bevor sie im 15. Jahrhundert an die Herren von Stauf gelangte. Noch der Kartograf Philipp Apjan bezeichnet Triftelfingen im Jahr 1568 als eine sehr große Burg in der Ebene, die von einem mächtigen Bergfried beherrscht wurde. Während des Löwlerkriegs gehörte Triftelfingen dem Löwlerführer Hieronymus von Stauf. Nachdem Herzog Albrecht IV. Am 24. Dezember 1491 bereits die Burg Köfering zur Übergabe gezwungen hatte, ließ er am 26. Dezember 1491 sowohl Köfering als auch die benachbarte Burg Triftelfingen zerstören. Zeitgenössische Berichte sprechen von erheblichen Verwüstungen. Mit dem Fall Triftelfings verlor der Löwlerbund innerhalb von wenigen Tagen 2 seiner wichtigsten Stützpunkte südlich der Donau. Im frühen 18. Jahrhundert entstand nach einem späteren Brand an gleicher Stelle ein neues Schloss, das den Charakter der mittelalterlichen Wasserburg vollständig veränderte. Heute ist das eigentliche Schloss verschwunden. Erhalten geblieben ist lediglich ein stark sanierungsbedürftiges Nebengebäude sowie archäologische Spuren der einzigen bedeutenden Burganlage, die heute als Bodendenkmal geschützt sind.
Hoch über dem Altmühltal erhebt sich auf einem markanten Felssporn die Burg Flügelsberg, einst eine der eindrucksvollsten Felsenburgen Niederbayerns. Erstmals urkundlich erwähnt wird sie 1228 als Stammsitz der Schenken von Flügelsberg. Später gelangte sie über die Herren von Murach an die Parsberger. Bereits 1446 wurde die Burg im Kampf gegen die berüchtigten Raubritter von Nürnberger Truppen erobert und weitgehend niedergebrannt. Schon kurze Zeit später wurde sie jedoch wieder aufgebaut und erhielt ihre spätmittelalterliche Gestalt. Während des Löweler-Krieges stellt sich Hans von Parsberg gemeinsam mit seiner Familie auf die Seite des Löweler-Bundes. Herzog Albrecht IV. Konnte eine derart bedeutende Festung im Altmühltal nicht unbeachtet lassen. Anfang Januar 1492 rückt sein Heer gegen Flügelsberg vor. Nach heftigem Widerstand fiel die Burg in herzogliche Hand. Hans von Parsberg und Georg von Parsberg wurden gefangen genommen und bis Mai 1492 in München festgesetzt. Die Burg wurde anschließend geplündert und in Brand gesetzt. Besonders eindrucksvoll berichten die zeitgenössischen Quellen von der gewaltigen Beute. Angeblich wurden 12 Wagenladungen aus der Burg fortgeschafft und zur sicheren Verwahrung nach Dietfurt gebracht. Diese außergewöhnliche Angabe verdeutlicht, welchen Reichtum und welche militärische Ausstattung sich auf der Burg befand. Noch heute werden im Umfeld der Ruine immer wieder eiserne Pfeil- und Bolzenspitzen von Armbrüsten sowie weitere mittelalterliche Waffenreste gefunden. Sie gelten als deutlichen Hinweis darauf, dass um Flügelsberg tatsächlich erbittert gekämpft wurde. Bereits im selben Jahr erlaubte Herzog Albrecht den Wiederaufbau der Burg. Im 16. Jahrhundert entstand auf den mittelalterlichen Fundamenten ein neues Schlossgebäude, das noch auf den Ansichten von Philipp Apjan und Michael Wenig zu erkennen ist. Im 19. Jahrhundert stürzte dieses jedoch ein. Heute sind von der einstigen mächtigen Felsenburg nur noch wenige Mauerreste, Kellergewölbe und die gewaltigen Felsen erhalten. Dennoch gehört Flügelsberg bis heute zu den eindrucksvollsten Burgstellen des Altmühltals. Die Ursprünge des heutigen Schlosses Anspang reichen bis in das 12. Jahrhundert zurück. Bereits um 1173 werden Ministerialen von Anspang urkundlich erwähnt. Aus der frühen Burg entwickelte sich im Laufe des Spätmittelalters eine bedeutende Wasserburg an der wichtigen Handelsstraße und Heerstraße nach Böhmen. Nach mehreren Besitzerwechseln gelangte die Anlage 1430 an die Herren von Sattelbogen. Bereits ein Jahr später wurde die Burg während der Hussiteneinfälle niedergebrannt, jedoch anschließend wieder aufgebaut. Im Vorfeld des Löweler-Krieges spielte Anspang erneut eine wichtige Rolle. 1483 räumte Sigmund von Sattelbogen Herzog Albrecht IV. Das sogenannte Öffnungsrecht über die Burg ein. Als Ende 1491 der Aufstand der Löwler eskalierte, dürfte gerade dieses Bündnis der Anlass gewesen sein, dass Bernhardin von Stauff die strategische Bedeutung der Wasserburg besetzen ließ. Zwar berichten einzelne spätere Überlieferungen davon, dass das Schloss dabei verbrennt worden sei, doch sprechen die Quellen eher für eine militärische Besetzung als für eine vollständige Zerstörung der wichtigen Grenzburg. Sicher ist lediglich, dass Anspang während der Ereignisse des Löwekrieges eine bedeutende Rolle spielte und bereits 1492 an Wilhelm Adelmann von Adelmannsfelden überging. Von der mittelalterlichen Wasserburg hat sich bis heute nur der westliche Flügel erhalten. Sein Mauerwerk stammt im Kern noch aus der Zeit um 1300 und gehört damit zu den ältesten erhaltenen Bauteilen der Anlage. Ursprünglich bestand das Schloss aus einer unregelmäßigen dreiflügeligen Wasserburg mit Ringgraben und einem hohen quadratischen Turm, der noch auf eine Ansicht von 1607 dargestellt ist. Spätere Umbauten sowie der Dreißigjährige Krieg veränderten das Erscheinungsbild erheblich. Erst umfangreiche Sicherungs- und Restaurierungsarbeiten bewahrten den letzten erhaltenen Teil des Wasserschlosses vor der endgültigen Verfall. Die Burg Traubeling, das spätere Wasserschloss Niedertraubeling, gehörte zu den bedeutendsten Wasserburgen im südlichen Vorfeld von Regensburg. Ihre Anfänge reichen vermutlich bis in das frühe 14. Jahrhundert zurück. Seit dem späten 14. Jahrhundert befand sie sich im Besitz der Herren von Rothaft, die zu den einflussreichsten Adelsgeschlechtern Bayerns zählten. Philipp Apjan beschreibt die Anlage später als eine stattliche Burg an einem Weiher, die von einem mächtigen Bergfried überragt wurde. Im Löweler-Krieg spielte Traubling eine besondere Rolle. Heinrich Nothaft von Traubling war der erste Ritter des Bundes, der Herzog Albrecht IV. Offiziell die Gefolgschaft aufkündigte und ihm Fehde erklärte. Daraufhin zog der Herzog mit einem Heer von 2000 Mann und etwa 30 Geschützen gegen die Burgen der Aufständischen. Nach der Zerstörung von Köfering und Triftelfingen erschien das herzogliche Heer vor Traubling. Anders als viele andere Löweler-Burgen wurde die Wasserburg jedoch nicht erstürmt oder geschleift. Während der Belagerung griff König Maximilian, der spätere Kaiser Maximilian I., diplomatisch ein und leitete Friedensverhandlungen zwischen den Konfliktparteien ein.
Wahrscheinlich verdankte die Burg allein diesem Eingreifen ihre Rettung. Erst Jahrhunderte später verlor die mittelalterliche Wasserburg ihr ursprüngliches Aussehen. Aus ihr entwickelte sich ein repräsentatives Wasserschloss mit einem weithin sichtbaren Bergfried, wie es aus den Ansichten von Philipp Apia und Michael Wenig überliefert ist. Im 19. Jahrhundert wurde der mächtige Turm jedoch abgebrochen. Heute erinnern nur noch wenige Gebäude, Teile des Wassergrabens sowie archäologische Spuren an die einstige bedeutende Burganlage. Die Burg Gütting, das spätere Schloss Gitting, entstand vermutlich bereits im späten 12. oder frühen 13. Jahrhundert als Sitz der Herren von Gütting. Sie lag an einer wichtigen Verkehrsverbindung zwischen Regensburg und Landshut und war von einem breiten Wassergraben umgeben. Im Laufe des 15. Jahrhunderts gelangte die Burg in den Besitz der Herren von Elsenbeck, deren späterer Angehöriger Ulrich Elsenbeck zu den Gründungsmitgliedern des Löffler-Bundes gehörte. Als Herzog Albrecht IV. Ende des Jahres 1491 mit einem Heer von 2000 Mann gegen die Burgen der aufständischen Ritter vorging, blieb auch Gitting nicht verschont. Die herzoglichen Truppen eroberten die Wasserburg und zerstörten sie im Laufe des Feldzugs. Damit verlor der Löffler-Bund eine weitere wichtige Stütze im südlichen Niederbayern. Die Elsenberg verschwinden wenig später aus der Geschichte Gittings. Erst 1589 ließ Hans Ulrich von Königsfeld die verfallene Burg als repräsentatives Wasserschloss wieder aufbauen. Nach weiteren Schäden im Dreißigjährigen Krieg wurde die Anlage Anfang des 18. Jahrhunderts erneut instand gesetzt und erhielt ihre barocke Gestalt. Wie Ansichten von Philipp Apian oder Michael Wening zeigen, handelte es sich damals um eine eindrucksvolle Wasserschlossanlage mit mehreren Flügeln, Ecktürmen, einer Brücke sowie einer barocken Gartenanlage. Das Schloss selbst wurde bereits vor 1840 vollständig abgebrochen. Oberirdisch erinnert heute nur noch das ehemalige Amtshaus des Schlosses aus dem 18. Jahrhundert gegenüber der einzigen Zufahrt an die bedeutende Hofmark. Der ehemalige Wassergraben ist teilweise noch im Gelände erkennbar und weist bis heute auf den Standort der einstigen Wasserburg hin. Die hoch über dem Tal der Schwarzen Laber gelegene Burg Ehrenfels war der bedeutendste Sitz der Herren von Stauf und zählt zu den stärksten Burgen der Oberpfalz. Nachdem sich die Staufer dem Löfflerbund angeschlossen hatten, wurde die Burg im Januar 1492 nach mehrtägiger Belagerung von Herzog Albrecht IV. Mit einem Heer von rund 2000 Mann erobert und schwer beschädigt. Zur burgenkundlich außergewöhnlichen Burg Ehrenfels sowie zu der Geschichte der Herren von Stauf von Ehrenfels später mehr. Die Burg Falkenfels zählt zu den bedeutendsten Höhenburgen des Bayerischen Waldes. Vermutlich um 1100 von den Grafen von Bogen auf einem nach 3 Seiten steil abfallenden Bergsporn errichtet, wechselt sie im Laufe der Jahrhunderte mehrfach den Besitzer. Über die Ritter von Hohenfels und die Frauenberger gelangte sie schließlich an die Herren von Paulsdorf, die sich 1489 dem Löffler-Bund anschlossen. Im Löfflerkrieg wurde Falkenfels zu einer der letzten großen Bastionen des aufständischen Adels. Herzog Albrecht IV. Ließ die Burg Anfang Juni 1492 mit einem starken Heer belagern. Fast eine Woche lang leistete die Besatzung erbitterten Widerstand, ehe sie am 8. Juni 1492 kapitulieren musste. Die Burg wurde anschließend geplündert und in Brand gesteckt. Unter den Gefangenen befand sich Hans von Paulsdorf, der Burgherr von Falkenfels, sowie sein Sohn Georg Paulsdorf. Beide wurden nach München gebracht und dort mehrere Monate festgesetzt. Von der mittelalterlichen Burg haben sich bis heute der mächtige Bergfried des 13. Jahrhunderts, Teile der Ringmauer sowie weitere Mauerreste erhalten. Nach dem Ende des Löfflerkriegs durfte Falkenfels wieder aufgebaut werden. Die heutige Burganlage mit ihrem markanten Bergfried geht jedoch wie überwiegend auf spätere Umbauten des 16. bis 18. Jahrhunderts zurück. Mit der Einnahme von Falkenfels endete zugleich der organisierte Widerstand der Löffler im Bayerischen Wald. Die bedeutendste Festung des Bundes war gefallen. Die Herren von Stauf von Ehrenfels und die Burg Ehrenfels. Die Herren von Stauf zu Ehrenfels gehörten zu den bedeutendsten Adelsgeschlechtern Altbayerns und der Oberpfalz. Seit dem 14. Jahrhundert beherrschten sie von ihrer mächtigen Burg Ehrenfels aus ein nahezu eigenständiges Herrschaftsgebiet mit zahlreichen Burgen, Märkten und Hofmarken. Zeitweise befanden sich unter anderem Ehrenfels, Köfering, Triftelfing und Falkenstein sowie weitere Besitzungen in ihren Händen. 1465 erhob Kaiser Friedrich III. Die Familie sogar in den erblichen Reichsfreiherrenstand. Doch die Staufer waren nicht nur erfolgreiche Ritter und Politiker, sondern auch bedeutende Förderer von Kunst und Kirche.
Für sie schuf der berühmte Regensburger Buchmaler Berthold Furtmeier zwischen 1470 und 1472 kostbare Handschriften, die heute zu den größten Schätzen der Universitätsbibliothek Augsburg gehören. Auch in zahlreichen Kirchen des Regensburger Raumes haben sich heute Kelche, Glasfenster und Grabplatten und andere Stiftungen mit dem Wappen der Staufer erhalten. Als sich Bernhardin, Hieronymus und Hans von Stauff 1489 an die Spitze des Löfflerbundes stellten, wurde ihre Burg Ehrenfels zum wichtigsten Stützpunkt des Aufstandes. Nach der Eroberung im Januar 1492 fiel den herzoglichen Truppen eine gewaltige Beute in die Hände. Vor diesem Hintergrund erscheint es durchaus nachvollziehbar, dass Bernhardin von Stauff seine Schaden später auf rund 40.000 rheinische Gulden bezifferte. Eine für die damalige Zeit nahezu unvorstellbare Summe. Geschichte der Burg Ehrenfels. Die hoch über dem Tal der Schwarzen Laber gelegene Burg Ehrenfels wurde 1256 erstmals urkundlich erwähnt und entwickelte sich schon bald zu einer der bedeutendsten Burgen der Oberpfalz. Seit 1335 war sie Stammsitz der Herren von Stauff zu Ehrenfels, die von hier aus eine nahezu eigenständige Herrschaft mit zahlreichen Burgen und Hofmarken verwalteten. Während des Löfflerkriegs wurde Ehrenfels zum wichtigsten Stützpunkt der aufständischen Ritter. Im Januar 1492 erschien Herzog Albrecht IV. Mit einem Heer von rund 2000 Mann und etwa 30 Geschützen vor der Burg. Erst nach einer 8 Tage dauernden Belagerung gelang den herzoglichen Truppen die Einnahme der außergewöhnlich starken Festung. Dass die Kämpfe alles andere als harmlos verliefen, belegen zahlreiche Funde rund um den Burgberg. Bis heute werden dort immer wieder Armbrustbolzen, Pfeilspitzen, leichte Kanonenkugeln und sogar Krähenfüße entdeckt. Jene tückischen eisernen Sperren, die von den Verteidigern gegen anrückende Soldaten und Pferde ausgestreut wurden. Sie vermitteln noch heute einen eindrucksvollen Eindruck von der Heftigkeit der Belagerung. Gerade diese Funde zeigen, dass Ehrenfels nicht kampflos fiel, sondern mit allen damals verfügbaren Verteidigungsmitteln erbittert verteidigt wurde. Die Belagerung zählt damit zu den eindrucksvollsten archäologisch nachvollziehbaren Kampfhandlungen des gesamten Löfflerkriegs. Nach dem Ende des Löfflerkrieges wurde die Burg zwar nochmals instand gesetzt, verlor jedoch nach dem Verkauf der Herrschaft am Pfalz-Neuburg im Jahr 1567 allmählich ihre Bedeutung. Im 17. Jahrhundert beschädigten schwedische Truppen die Anlage erneut. Danach verfiel sie zunehmend und diente über Jahrhunderte als Steinbruch für die umliegenden Orte. Erst in den letzten Jahrzehnten konnten Teile der eindrucksvollen Ruine gesichert werden. Die außergewöhnliche Baugeschichte der Burg Ehrenfels. Burgenkundlich gehört Ehrenfels zu den interessantesten Burganlagen Bayerns. Die ursprüngliche Burg entstand vermutlich Mitte des 13. Jahrhunderts als klassische hochmittelalterliche Höhlenburg. Von dieser ersten Bauphase haben sich heute vor allem der mächtige Abschnittsgraben sowie zahlreiche wiederverwendete Buckelquader erhalten, die wahrscheinlich zu einem einst quadratischen Bergfried gehörten. Nach der Eroberung durch die Reichsstadt Regensburg im Jahr 1416 wurde die Burg jedoch grundlegend modernisiert. Mit dem Wiederaufbau beauftragte man den Regensburger Dombaumeister Wenzel Roritzer, der die alte Ritterburg zu einem modernen spätmittelalterlichen Feste ausbaute. Dabei entstanden weit vorspringende Rundtürme, starke Ringmauern und ein ausgeklügeltes Verteidigungssystem, das bereits auf den Einsatz von Feuerwaffen abgestimmt war. Die markanten Artilleriescharten der Rundtürme gehören zu den eindrucksvollsten Zeugnissen dieser Bauphase. Besonders ungewöhnlich ist die Zweiteilung der Burganlage. Ein tiefer künstlicher Graben trennt die westliche Vorburg von der östlichen Kernburg. Während sich in der Vorburg vermutlich Wirtschaftsgebäude und Stallungen befanden, erhob sich in der Kernburg der große Wohnbau der Staufer mit Burgkapelle und repräsentativen Brunnenräumen. Noch Ende des 16. Jahrhunderts wurde Ehrenfels als wohlgelegenes Berghaus mit 7 Türmen beschrieben. Auch wenn heute nur noch Mauerreste erhalten sind, vermitteln die gewaltigen Wall- und Grabenanlagen sowie die mächtigen Rundtürme bis heute einen eindrucksvollen Eindruck von der einstigen Stärke dieser außergewöhnlichen Festung. Hier sehen wir nun das Schummerungsrelief der Burg Ehrenfels. Hier sehen wir die Vorbefestigung, ebenfalls mit Wall und Graben versehen, durch die der Zuweg der Burg läuft. Der innere, noch tiefere Graben, abgeschlossen mit einem Wall. Der sogenannte Abschnittsgraben zwischen Vorburg und Hauptburg.
Hier die Vorburg mit dem großen Tor und die Kernburg mit dem großen Wohngebäude. Hier sehen wir das Haupttor, rechts wieder eine dieser Rundtürme, die in die Vorburg führt. Blick nach außen von dem Tor auf den sogenannten inneren Graben. Hier sehen wir den Abschnittsgraben. Links war die Vorburg, rechts die Hauptburg. Und immer wieder mit diesen modernen Geschütztürmen ausgestattet, die alle mit einem Wehrgang verbunden waren, wie hier dieser Zugang beweist. Links sehen wir so einen Geschützturm mit Maulscharte, rechts den Rest eines solchen Turmes. Hier nochmals 2 Türme, auch wieder mit einer Mauer, die mit einem Wehrgang ausgestattet war, und rechts nochmal der Zugang zu den Wehrgängen und daneben eine Maulscharte. Hier links der Zugang zum Wehrgang von innen und rechts eine der Schachten. Das sind leider die spärlichen Überreste des Wohngebäudes der Staufer. Schlusswort: Das Ende des Löwler-Bundes. Trotz einzelner Erfolge gerieten die Löwler zunehmend in die Defensive, da die erhoffte Unterstützung ihrer Verbündeten weitgehend ausblieb, während Herzog Albrecht IV. Seine außenpolitischen Konflikte, insbesondere mit den Habsburgern, durch den Augsburger Spruch von 1492 beilegen konnte. Im Frühjahr und im Sommer 1493 erkannten die führenden Löwler den Herzog erneut als ihren Landesherrn an und verzichteten auf weitere bewaffneten Widerstand. Im Gegenzug bestätigte Albrecht IV. Die überlieferten Rechte und Freiheiten des landsässigen Adels. Eine förmliche Auflösung des Löwlerbundes ist zwar nicht überliefert, doch verlor die Gesellschaft nach dem Friedensschluss rasch an Bedeutung und verschwindet wenige Jahre später nahezu vollständig aus den schriftlichen Quellen. Bis heute erinnern zahlreiche Burgruinen, zerstörte Festungen und historische Quellen an diesen oft vergessenen Konflikt. Sie erzählen von einer Zeit, in der Burgen noch die Zentren von Macht, Herrschaft und Krieg waren und in der sich das mittelalterliche Rittertum seinem Ende entgegenbewegte. War euch der Löwlerbund und die Burgen, die von diesem Krieg betroffen waren, bereits bekannt? Schreibt es in die Kommentare. Danke, dass Sie dabei waren. Ich hoffe, Sie konnten ein Stück Burgengeschichte, Burgenwissen mitnehmen. Ihr Matthias Helzel alias der Burgenmeister. Und nicht vergessen, abonnieren und liken ist kostenlos. Dieses Video wird präsentiert und unterstützt von der Vermittlung Historischer Immobilien OHG.